Pflichtbrüche bei uns fangen eigentlich an mit dem Martinstag. Und meistens ist das die Zeit, das ist der 11. November, wo sich so ein bisschen, wenn es anfängt zu schneien und beilen und es geht der kühle Wind. Mädchen legen die Händchen an und die Buben laufen geschwind. Es schneiet, es beilet, es geht der kühle Wind. Es frieren alle Vögel und alle arme Kind. Und genau wenn man das singt und die Zeit ist, dann weiss man, jetzt kommt der St. Martin und nachher der Advent und Samichlaus. Das passt eben in diese Jahreszeit. Und zwar ist es so, dass der St. Martin, das ist eigentlich ein Legionär zu der römischen Zeit. Und der ist auf einem Ross geritten. Und die anderen, wir hatten es zum Teil sogar Ritter gesagt, sind die miteinander von Dorf zu Dorf geritten, weil der Kaiser von Rom hat sie eben befohlen, dass sie dort in Frankreich arbeiten müssen. Und dann hat das dort geschneit und es war grusig und es war kalt und es hat Eiszäpfe gehabt und einfach grusig. Und dann sind sie bei einem Bettler vorbeigekommen. Und der Bettler ist halb Blut am Boden geknäult und hat gesagt, ich habe kalt, ich will etwas zum Essen, etwas zum Anlegen, bitte, bitte. Und die anderen Ritter sind alle nebendurch und haben den alten Mann nicht angeschaut, der gefroren hat. Und als der Martin kam, hoch auf dem Ross mit einem goldigen Helm und einem schönen Mantel, hat er sein Schwert vorgenommen, ist bleiben stehen, hat seinen Mantel mit einem Schlag halbiert und hat den über den alten Bettler, der so kalt hatte, drüber gelegt. Und der hat angefangen zu danken und gesagt, danke, danke vielmals. Und er hat ihn richtig gerettet vor dem Tod, der wäre auch zur Nacht verfroren. Und er ist aber nicht bleiben stehen, er ist weitergefahren, also weitergeritten und ist schlafen. Und als er geschlafen hat, ist ihm ein Engel erschienen. Und der Engel hat ausgesehen wie der Bettler mit dem Halbmantel und hat gesagt, das hast du gut gemacht, du hast ein gutes Herz, du bist ein mitleidiger Mensch. Und er war ganz baff. Und auf das aber hat er sich dann taufen und ist Christ geworden. Das ist der Ursprung, die Legende von dem Teilen vom Mantel, von der Martinslegende. Dann gibt es dann noch eine weitere Sache. Der war nämlich dann auch so, er ist dann in eine Stadt weitergeritten und dort ist ein Bischof gestorben und der wollte niemand Bischof werden. Und dann haben die gesagt, der Erste, der heute Morgen durchs Tor in die Stadt hineinreitet, der wird Bischof. Und er war das, der Martin, und der hat gesagt, nein, um Gottes Willen, nein, jetzt bin ich erst gerade, habe ich laufen. Nein, also das kann ich nicht, jetzt bin ich ja römischer Legionär gewesen. Nein, das kann ich also nicht. Und dann ist der ab und hat sich in einem Gänsenstall versteckt. Und die haben den gesucht und haben gesagt, Mama, der muss das jetzt machen. Und als sie zu diesem Gänsenstall gekommen sind, haben die Gänse, die weit hängen, die wachen, haben die gemacht, quack, 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 quack. Und dort haben sie nachher den verwünscht und mitgenommen. Und darum ist er der Bischof geworden. Und das heisst, man kann das auch spielen im Kindergarten. Also, oder ich weiss von einer Grossmutter, dort hat der Dreijährige das erlebt, dass sie im Kindergarten oder in der Spielgruppe das gespielt haben. Und nachher hat der zu der Grossmutter gesagt, wenn er kam, zum Hüten, «Aber den Knäulen, du bist der Bettler, du musst sagen, ich habe Hunger, mir geht's nicht gut.» Und dann hat er ein Ross gehabt, zum drauf reiten, also so ein Rössli, und hat ein Tuch gehabt und ein Schwert und hat einen Papierhut angehabt und dann ist er rundum geritten und bei der Grossmutter, die am Boden geknäult ist, hat er den Mantel abgeschnitten, hat das Tuch gefallen und nachher ist der
salutiert und ist weitergefahren. Und das hat er jedes Mal müssen machen. Hat sie jedes Mal müssen machen. Das heisst also, wenn man mit Kindern das spielen will, brauchen sie Hut, sie brauchen ein Holzschwert, sie brauchen ein Tuch und sie brauchen ein Steckenpferdchen. Und schon geht's los, kann man das spielen. Die wichtigste Botschaft von Martin ist, man muss gar nicht, aber es ist schön, wenn man teilt. Wenn man Essen teilt, wenn man eben Spielzeug teilt, wenn man Zeit teilt und wenn man nicht umgängt nur sagt, ich muss alles haben. Also die Botschaft von Martin ist, teilen, einander gerne haben. Und der Lichtbrauch, der für uns geblieben ist, das sind die Laternenumzüge. Dann gehen die Kindergärtler oder die Schulen, jeder macht sich eine Laterne und dann gehen sie mit der Laterne und machen Umzüge. Und dann singen sie «Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Am Himmel leuchten die Sterne, da unten leuchten Meer. Und der Kuckuck kreit und die Katze miaut, la bim, la bum. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Am Himmel leuchten die Sterne, da unten leuchten Meer. Der Kuckuck kreit und die Katze miaut, la bim, la bum. Das ist die Geschichte von St. Martin.